Einen wunderschönen Dienstagmittag. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich extrem, dass wir gemeinsam diese Zeit jetzt hier verbringen dürfen, um einfach zu beten, um Dinge vor Gott zu bringen und gemeinsam einfach zu schauen, was ist das, was Gott letztendlich hier heute tun möchte. Mit mir im Studio heute die Isa. Isa, Hallo, mega schön, dass du da bist. danke, hallo. Hey, ich liebe es, die Hour of Prayer mit dir zu machen. Es Äh, ist wirklich immer wieder schön, die Hour of Prayer mit dir gemeinsam zu machen. Dankeschön, Dieser ist, ebenso. danke, ist relativ kurzfristig noch eingesprungen, deswegen mega schön, danke dir, dass du dir da Zeit genommen hast. Hey, für dich zu verstehen, wir gehen normalerweise ja immer in die Message mit rein und lassen quasi die Message normalerweise Revue passieren und schauen dann, hey, was ist das, was Gott letztendlich tun möchte in diesen Punkten, über die wir am Sonntag geredet haben. Jetzt ist es aber so, ist die Message am Sonntag sehr einfach, es ging ja um das Thema Sex und wir wollen das Thema in der Hour of Prayer heute nicht aufgreifen, sondern wollen im Allgemeinen über Beziehungen heute reden und dafür nutzen wir ein Tool, das wir als Church, beziehungsweise Leo und Susan, aber wir als Church rausgebracht haben, und zwar nutzen wir das Buch Bete wie niemals zuvor, ist etwas, was du wirklich zu Hause so gut nutzen kannst, was einfach für dich zum Verstehen, wenn du ganz am Anfang reingehst, hast du dort eine Liste von 31 Gebetsformen, wie du vor Gott kommen kannst und Gott einfach danken kannst, Dinge vor ihn bringen kannst, weil manchmal ist es schwierig, in diesen Gebetsfluss reinzukommen, oder Isa? Manchmal Mega. ist es schwierig. Wie ist es bei dir? Ja, Ist es einfach für dich oder nein, ist es... nein, je Ja, nach Thema ja, und je nach Situation, ja. eben wenn ich in Beziehung, in Hm. einer Beziehung stecke, sei es freundschaftlich oder in einer freundschaftlichen oder in der Ehe Ja, und es ist nicht optimal, es ist suboptimal, ja, dann nützt mir das Wort Gottes ja, unglaublich und ja, auch eine Anleitung ist genau. perfekt dann. Ja. Und ich würd sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn es in einer Beziehung gerade, also wenn du mit anderen Menschen vor Gott kommst, dass es recht angefochten ist. Also auch, dass auch mit dem Ehepartner ist es recht angefochten. Und dann einfach nur die Bibel hervorzunehmen, ist auch nicht immer dann einfach zu sagen, ah, wir machen jetzt das und das. Ja, Weil die genau. Bibel ist natürlich voller Weisheit, Ja, oder? Aber es ja. ist Ja, und du angefochten, oder? kannst ja nicht einfach die Bibel aufschlagen und dann mit dem Finger so machen und Genau. jetzt, es geht dann wie nicht. Ja, Und dann hilft eine Anleitung ja, extrem. genau. Das ist dann auch nicht manipulativ, sondern Mhm. hilft Mhm. mega fest, einfach Mhm. auch dann locker zu bleiben und einfach, ja, mal die Anleitung zu nehmen und zu sagen, okay, Jesus, jetzt schaue ich mal, wie du mir jetzt weiterhilfst, oder? Mhm. Mega Mhm. praktisch. So gut, ist genau der richtige Ansatz. Und genau das wollen wir heute einfach tun. Wir wollen genau da einfach reingehen und zu sagen, hey, es gibt einen Teil davon, das ist tatsächlich heißt es das Beziehungsgebet und es geht in diesem Beziehungsgebet, und da gehen wir jetzt heute einfach durch, geht es um die Beziehung zwischen mir und Gott. Und ich liebe das, weil natürlich ist die Beziehung zwischen mir und Gott das Erste, worum es letztendlich geht. Das heißt, und meine Beziehung mit Gott muss gut sein, damit ich eine Beziehung mit anderen Menschen so führen kann, wie Gott sich das gedacht Mhm, hat mega, letztendlich, ja, oder? ja, genau. Und genau da möchte ich gerne einsteigen. Wenn ihr das Buch habt, könnt ihr sogar mit mir mitlesen. Und zwar ist es auf Seite 167, kannst du mit aufschalten. Und ich würde gerne einfach den Anfang, würde ich gleich einfach gerne einmal vorlesen. Aber Isa, ich finde es schön, wenn du einfach zum Anfang einmal beten Oh, mega könntest. Ist es gerne. gut? Ja, mega. Jesus, ich danke dir, dass wir uns eins machen dürfen, hier vor Ort, aber auch online. Danke, dass du zu uns sprichst in Bezug auf Beziehungen. Danke, dass du unsere Herzen jetzt einfach vorbereitest und dass du uns hilfst, in dieses Thema eintauchen zu wollen und ja, auch, dass du uns hilfst dabei, dass wir uns überlegen, in welchen Beziehungen wir stark sind und in welchen Beziehungen es eher schwächelt. Danke, dass du ein Gott Mhm. bist, der uns hilft, der den Finger wirklich auf das hält, was jetzt dran ist, und das spreche ich aus. Dass du jetzt das empfangen kannst, was Gott dir heute geben will in Bezug auf dieses Thema Beziehungen. Und wir sagen alle Amen.
Amen. Amen. So gut, so gut. Hey, ich möchte gerne den Anfang einmal vorlesen und zwar steht da folgendes: Beziehungsgebet. Ist es nicht gewaltig, dass du mit Gott reden kannst? Er hört dir immer zu. Ständig ist er auf Empfang und ganz Ohr. Er freut sich immer, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Der Schöpfer des Universums, der Gott, der alles kann, weiß und überall ist, will mit dir zusammen sein und eine ewige Beziehung mit dir eingehen. Können wir das überhaupt je ganz verstehen? Oft ist es so, dass wir uns gar nicht richtig in der Lage fühlen, mit diesem hohen Gott ins Gespräch zu kommen. Wir stehen uns manchmal selber im Weg mit unseren Gedanken oder sind total abgelenkt und verwirrt durch schwierige Umstände. In der Bibel finden sich verschiedene Bilder, um unsere Position und Beziehung zu Gott zu umschreiben. Sie beschreiben jeweils einen spezifischen Wesenszug des unbeschreiblichen Gottes und lassen uns dadurch unsere Stellung zu ihm ein bisschen besser verstehen. Diese Bilder und Vergleiche helfen uns immer wieder, aus einem anderen Blickwinkel auf unsere Beziehung zu Gott zu sehen. Sie bringen uns und unsere Umstände in die richtige Relation. Versetze dich in die Gedanken des jeweiligen Bildes und überlege dir während des Betens, was dies über Gottes Beziehung zu dir aussagt. Ich finde es am Anfang schon mal mega kraftvoll, Sehr oder? stark, ja, sehr stark. Und da ist mir jetzt, als du es so vorgelesen hast, habe ich mich jetzt selber gesehen, wie ich vor Gott komme. Und ich weiß noch, vor vielleicht einem Jahr bin ich ganz anders vor Gott gekommen als heute. Weil es ist ein Prozess in mir angegangen, weil ich wie gespürt habe, hey, ich komme vor Gott wie ein Sklave, wie eine Magd. Ja, spannend. Ja. Und ich erwarte grundsätzlich nichts von Gott, weil ich immer das Gefühl habe, es steht mir nichts zu. Keine Ahnung, warum ich so gedacht habe. Ja, spannend. Und jetzt, ich habe dann Seelsorge gemacht und habe dann wie gecheckt, wow, krass, ich lebe wie ein Sklave und nicht wie ein Kind Gottes. Und es macht so einen Unterschied, wie du vor diesen Gott gehst. Spannend. Ja. Also das ist wirklich, das ist frappant. Und als ich das gecheckt habe, habe ich eine ganz andere Haltung. Und ich komme einfach so wirklich als Kind von Gott und ich erwarte alles von ihm, ohne dass ich ihm sage, oder ohne Erwartungen, wie soll ich das sagen? Ich bringe ihm alles, aber schlussendlich, er wird es richtig machen. Und mit diesem Vertrauen gehe ich dann und genau. Und es macht auch mega Spaß, dann einfach vor ihm zu kommen. Und dann ist es auch eine Priorität, weil wenn du als Magd oder als Sklave oder als Knecht gehst, dann ist nicht der gleiche Effekt, oder? Mega spannend. Ich finde es hundertprozentig richtig. Und gleichzeitig, und wir verbinden das jetzt denke ich, der erste Teil ist direkt, du Gott bist der Töpfer und wir sind der Ton. Also es ist ja schon so, dass Gott es irgendwie formt, oder? Ich würde da gerne einmal mit dir drüber reden. Ja. Ich lese einfach den Bibelvers einmal kurz vor. Und zwar Jesaja 64, Vers 7 steht: Und doch, Herr, bist du unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand. Wie verbindest du das? Das ist jetzt lustig. Ich habe ja nicht gewusst, dass das kommen wird heute. Ja. Aber ich habe mir das wirklich heute Morgen im Auto überlegt. Ohne Witz. Cool. Ich habe mir wirklich überlegt, oder ich habe Gott gesagt, schau, ich bin dein Gefäß. Ja. Und es gibt verschiedene Gefäße. Ja. Und du fühlst mich als Gefäß. Ja. Also ja. Du kannst machen mit mir, was du willst. Ich sage einfach ja, weil ich weiß, du bist ein guter Vater, du bist ein genialer Vater und ich bin dein Kind. Das kann ich aber nur, wenn ich die Gewissheit habe, dass ich eben Kind bin und nicht Sklave. Und das ist ein Unterschied, oder? Und ja, genau. Jetzt mega gut. Jetzt haben wir natürlich in der Community ganz viele verschiedene Situationen. Wir haben Leute, die verheiratet sind, mega glücklich verheiratet sind. Wir haben Menschen, die unglücklich verheiratet sind. Wir haben Menschen, die sich einen Partner wünschen, aber keinen Partner finden. Wir haben Leute, die verwitwet sind, die Single sind. Wir haben ganz viele verschiedene. Wie kriegen wir das Ganze unter einen Hut, wenn Gott der Töpfer ist und wir der Ton? Wie kriegen wir das unter einen Hut? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich da eine passende Antwort darauf habe, ganz ehrlich gesagt. Aber eben, wie gesagt, ich habe mir das heute Morgen wirklich überlegt und habe einfach, ich komme zu keinem anderen Schluss als, schau, du bist der Töpfer und ich bin das Gefäß und
er hat das Recht, mich zu fühlen, so wie er es will. Es ist spannend, weil ich war ja nicht gläubig, als ich bereits Familie hatte. Und Gott hat mir ja eine Familie geschenkt. Ja, genau. Und eigentlich, als ich dann zum Glauben kam, war mir die Familie fast im Weg. Also ich wollte eigentlich lieber, wie soll ich sagen, unabhängig sein und dann nur für Gott gehen und so das Religiöse halt irgendwo durch. Aber Gott hat mir dann wie gezeigt, schau mal, ich habe dir eine Familie gegeben, also schätze, was du hast. Und ich glaube, wenn wir in diese Liebesbeziehung mit unserem Gott gehen, dann haben wir gar keine andere Wahl, als einfach immer wieder zu sagen, du sagst wie, was, wo und ich kapituliere. Es geht ja nicht darum, dass, wenn ich mir jetzt einen Partner wünsche und dieser Wunsch wird mir nicht erfüllt, ja, dann, ich kann ja nicht einfach Gott blamen und sagen, es ist deine Schuld oder du lässt es nicht zu oder was auch immer. Aber ich denke, meine Verantwortung ist einfach, in dieser Liebesbeziehung zu bleiben. Egal was ist, weil wir leben in einer Welt, die suboptimal ist und ja, ich habe keine andere Antwort darauf. Ich finde es eine sehr gute Antwort. Eine schwierige Frage. Ja, ich glaube auch, dass wenn wir diese Herangehensweise haben, dass wir die Gefäße sind, die von Gott gefüllt werden, und wir werden gleich darüber beten, dass Gott uns dieses Herz schenkt, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir einfach sagen, hey, ich möchte mich formen lassen, ich möchte aber auch bereit sein, dass ich verformt werde von dem, wie ich jetzt gerade bin und vielleicht eine andere Herangehensweise ans Leben habe, als was ich mir vorher habe. Aber dass es letztendlich Gott ist, derjenige, der es formt und nicht ich eine Herangehensweise habe, zu sagen, so muss es sein, weil es bei jedem ja so ist. Ja, genau. Oder? Ein Ja dazu zu haben, eben wie Gott uns geschaffen hat oder eben als dieses Gefäß. Aber ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist auch, dass wir glauben, dass wir von Herzen glauben, dass unser Vater im Himmel es sensationell mit uns meint. Dass er ein guter Vater ist, dass alles, was von ihm kommt, gut und vollkommen ist. Es gibt keine andere Option. Aber ich denke, dieses Verständnis brauchen wir, damit wir wirklich hinstehen können und sagen, schau mal, egal wie, was, wo, ich vertraue dir, du bist genial, du bist gut und alles andere ist Nebensache. So gut. Also, so gut. Ja. So gut. Hey, lass uns etwas machen und Sam, es tut mir leid, ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Sam ist unser Kameramann und Production, der im Hintergrund ist. Ich würde gerne, dass wir alle zusammen auf die Knie gehen. Und ich weiß, dass es mit den Kameras nicht funktioniert, aber es spielt auch keine Rolle. Ihr müsst uns auch nicht unbedingt sehen. Aber was ich schön fände, ist, wenn es dir möglich ist, dass du einfach mit uns zusammen auf die Knie gehst und wir gemeinsam einfach das vor Gott bringen. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass wir ganz bewusst diesen Schritt gehen, um zu sagen, hey, ich möchte mich vor dir auf die Knie legen und ich möchte sagen, das, was du, Gott, machen möchtest, das ist das, was ich dir letztendlich auch hinlege und dir einfach hingebe. Und dann, ich werde gleich beten und danach werde ich noch das vorlesen, was in dem Buch dann auch drin steht. Das heißt, wenn es dir möglich ist, lass uns einfach zusammen auf die Knie gehen und das Ganze einfach vor Gott bringen. Ich werde beten und Isa kann vielleicht gleich auch beten, aber mir ist einfach wichtig, dass in dieser Zeit du jetzt gerade einfach die Zeit nimmst, dass du dein Gebet auch betest. Vielleicht werden wir sogar eine Zeit der Stille haben, wo jeder einfach für sich diese Zeit nehmen kann und was es bedeutet, diese Beziehung mit Gott zu haben, sich formen und verformen zu lassen, so wie Gott uns haben möchte, damit er das tun kann mit dir, mit mir, mit Isa, was er vorhat, nicht was ich vorhabe, aber nicht als, und ich finde das Bild so gut, super, dass du es gebracht hast, nicht als Sklave oder Magd, sondern als freier Mensch, als Kind, als Tochter, als Sohn von dem Allerhöchsten, der einen absolut guten Plan hat. Und wir dürfen uns unterordnen. Wir dürfen uns, und es ist kein Muss, sondern wir dürfen uns Gott unterordnen. Lass uns mit der Stille anfangen und dann werde ich gleich beten und dann, Isa, ich fände es schön, wenn du dann auch nochmal beten könntest und danach werde ich dann nochmal in das Gebet reingehen, das in dem Buch auch mit drin ist.
Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein liebender, ein guter Vater bist, Jesus. Dass du ein liebender und guter Leiter bist. Dass du ein liebender und guter Versorger bist. Und Jesus, dass du alles gegeben hast, damit wir in dieser innigen Beziehung mit dir leben dürfen, Jesus. Wo der Vorhang zerrissen wurde, hast du die Möglichkeit geschaffen, dass wir in Beziehung mit dir so in der Form leben dürfen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Es ist so ein Privileg, dass wir in deiner Liebe leben dürfen. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig herausfordernd, weil es bedeutet, dass ich mich verändern lassen muss. Und zwar so, dass dein Königreich gebaut wird und nicht mein Königreich gebaut wird. Jesus, ich bete, Vater, dass du uns jetzt diese Offenbarung gibst, was es bedeutet, dass du der Töpfer bist und dass ich der Ton bin. Und dass wir eine Herangehensweise an das Leben haben, wo du an erster Stelle stehst, Jesus. Vater, wir sind jetzt alle auf Knien oder geistlich auf Knien, je nachdem, wie es möglich ist. Oder wenn man Auto fährt, dann lieber nicht auf Knien sein. Aber Jesus, ich bete, dass das jetzt gerade einfach die Haltung ist, dass wir vor dir auf Knien gehen und dir die Möglichkeit geben, unser Herz zu verändern. Uns so zu verändern, wie du es brauchst, Jesus, damit wir die allererste Beziehung, das ist diese Beziehung zu dir, dass wir da rein investieren, so wie du es brauchst, so wie ich es brauche, damit ich näher an dein Herz komme, Jesus. Und Vater, wir glauben und wir sprechen wirklich aus, dass du der Vater aller Vaterschaft bist, dass du der beste Vater bist, dass es keinen besseren Vater gibt als dich. Wir sprechen aus, dass du uns unendlich liebst, weil du hast deinen einzigen Sohn gegeben für uns. Wir sprechen aus, dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast. Wir sprechen aus, dass seit wir dich kennen, den Wunsch verspüren, dass nicht wir leben, sondern du in und durch uns. Wir sprechen aus, dass wir deine Pläne erkennen möchten, dass wir uns wünschen, deine Pläne zu erkennen für unsere Leben, aber auch für unser Umfeld. Wir sprechen aus, dass es nicht um unsere Wünsche, nicht um unsere Visionen geht, sondern wir sprechen aus, dass ein größeres Bild, dass wir das verstehen und dass wir über den Tellerrand hinausschauen, dass wir wissen, dass es um die Ewigkeit geht und nicht allein um dieses Leben. Und wir bitten dich, dass du uns eine Ewigkeitsperspektive schenkst, damit wir eben einfach kommen können vor deinen Thron und sagen, hier sind wir als deine Kinder. Und wir erwarten, dass du zu uns sprichst, weil du offenbarst deine Pläne nicht den Mägden, den Knechten, sondern du offenbarst, wie es in Galater heißt, du offenbarst deine Pläne deinen Freunden, deinen Freundinnen, uns Kindern. Und wir wollen wissen, wir wollen mehr von dir und bitte schenk uns einfach eine innige, tiefe Beziehung, dort, wo sie noch nicht innig und tief ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach wissen dürfen, dass du ein genialer Vater bist und dass du es liebst, mit uns Beziehung zu leben und dass du wirklich der bist, der nur das Beste gibt. Und wir beten dich an mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Und wir danken dir auch, dass du jede einzelne Träne gesehen hast. Du hast jede einzelne Träne, fängst du in Schalen auf. Und kein Gebet geht an dir vorbei. Danke, dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass all das, was jetzt im Kopf ist, dass du dafür sorgst, dass das in unser Herzen rutschen kann, damit wir wirklich eine Liebesbeziehung mit dir leben dürfen, leben können und dass das einen Impact und Ausstrahlung hat auf unser Leben, aber eben auch in unser Umfeld hinein. Und wir vertrauen dir mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Du bist gut. Du bist gut. Lieber Gott, ich halte dir mein ganzes Leben hin. Ich lasse los und gebe mich in deine Hände.
Bereits im Mutterleib hast du mich kunstvoll gebildet und geformt und alles in mich hineingelegt. Meine DNA, meinen Charakter, meine Eigenschaften, alles, was ich brauche. Danke, dass du mich wunderbar erschaffen und einen wunderbaren Plan für mich hast. Psalm 139, Vers 14. Bitte präge mich weiter und forme mich nach deinen Gutdünken. Ich möchte mich nicht länger sträuben. Ganz bewusst möchte ich dir das Formen an mir überlassen. Ich will wie Ton in deinen Händen sein. Danke, dass du etwas vorhast mit mir und durch mich. Ich lasse mich auf den Prozess ein, an dem du mit mir dran bist. Forme du, präge du, leite du. Ich lasse los und gebe alles in deine guten, schöpfenden Hände. Amen. Ist ja mega schön, oder? Dass der genau das eben, Gott hat einen guten Plan mit uns. Und das ist einfach das, was wir wirklich glauben müssen, dürfen und sollen. Come on. Weil sonst wird es schwierig. So gut. Weil sonst Ja. wird es wirklich schwierig. Ja. 100%. Hey, was ich überlegt hatte, du kannst gerne in dem Buch, wenn du das Buch hast, lies noch weiter. Und es gibt verschiedene Arten, was Leo und Susanne mit aufgeschrieben haben, wie wir vor Gott kommen dürfen. Aber ich möchte gerne bei dem Bild vom Töpfer und Ton bleiben und gerne die verschiedenen Beziehungsarten, die wir in unserem Leben haben, dementsprechend nochmal durchbeten. Ja. Das finde ich schön. Du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar gibt es verschiedene Sachen, die wir haben. Wir haben Ehe und Partnerschaft und dort würde ich gerne als erstes reingehen. Magst du uns da kurz mit reinnehmen, was das bedeutet? Ja, gerne. Ich habe mir da einfach überlegt, okay, was für Menschen in der Bibel haben uns das vorgelebt, oder? Zum Beispiel Adam und Eva. Ich meine, das ist die erste Beziehung, die Gott arrangiert hat. Also Gott hat die beiden als Ehepaare geschaffen. Das bedeutet, es steht ja auch in 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also diese erste Beziehung, oder? Jetzt, wenn du in einer Partnerschaft bist, dann, oder in einer Beziehung bist, wenn du verheiratet bist oder verlobt oder eben in einer Partnerschaft bist, dann denke ich, ist es mega wichtig, auch die Langzeitperspektive zu haben, oder? Zum Beispiel, wenn wir an Maria und Josef denken, da geht es darum, ich meine, der Josef, für den war es nicht so einfach, der Stiefvater von Gott selbst zu sein. Und wir lesen ja praktisch nichts von ihm. Und trotzdem, er war so treu. Er war so treu und er hat seine Maria nicht verlassen. Er hat sich entschieden, eben zu seiner Frau zu stehen, komme da, was da wolle. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das finde ich mega beeindruckend. Und ich möchte wirklich einfach gerne dafür beten, wenn das okay ist, wenn du in einer Beziehung bist, also sage ich mal in einer Ehe bist und du merkst, es ist schwierig, es ist nicht einfach, dass du da auch im Gespräch mit Gott dich eins machst und auch fragst um Weisheit, um Rat, wie weiter. Weil dass du hier einen treuen Weg weitergehen kannst. Es sei denn, und das möchte ich einfach noch betonen, weil ich arbeite im Social-Care-Bereich und wenn du jetzt körperliche, physische Gewalt erlebst, dann ist das natürlich eine andere Sache. Dann wende dich an eine Opferstelle, selbstverständlich. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, sondern ich spreche jetzt wirklich einfach davon, eben, ich meine, ich bin jetzt auch seit über 32 Jahre zusammen mit meinem Mann und da gibt es Up und Downs und da ist es nicht immer ganz einfach und manchmal möchte man davonlaufen, aber wenn das okay ist, würde ich mega gerne beten für Ehepaare, die... Bitte. Darf ich eine Sache noch kurz einwerfen? Ich habe jetzt am Wochenende eine Hochzeit gemacht und ich finde das Bild, das ist nicht von mir, sondern ich habe es einfach genutzt und zwar ist es das Bild von dem Dreieck, also wenn ihr euch ein Dreieck vorstellt und Gott oben ist und der Ehepartner halt immer unten an jeder Ecke ist, dann ist es quasi so, je näher wir an Gott kommen, desto näher sind wir aneinander auch zusammen. Und ich finde, das Bild finde ich gut, wenn es um den Töpfer und um den Ton geht. Gott ist der Töpfer auch von unserer Ehe, von unseren Partnerschaften. Genau. Und wir dürfen uns formen lassen. Wenn wir näher an Gottes Herz kommen, kommen wir auch näher an unseren Ehepartner dran. Wenn ich aber merke, ich bin
weiter weg von Gott, dann bin ich auch weiter weg von meinem Ehemann. Ja, Das ist das Schöne an Gott, oder? Mensch, er hat sogar das Bild da. Mega, mega cool. Ich habe gerade nur dran gedacht, aber Sam ist parat, ich lieb's. Danke dir, Sam. Also das Bild finde ich so krass, weil es ja wirklich der Wahrheit entspricht, dass wenn ich näher an Gott bin, dann bin ich auch näher an meinem Ehepartner. Genau, da kommen wir ja wieder eben zu dieser Beziehung, zu dieser Gottesbeziehung, die eben zuerst stattfinden sollte. Genau. Also, Jesus, ich bete jetzt für jedes Ehepaar, für jede Ehefrau, für jeden Ehemann, der zuhört, der zuschaut. Und ich bitte dich wirklich einfach um deinen Segen für jedes einzelne Ehepaar. Und ich danke dir, dass du Treue ausgießt, dass du Weisheit ausgießt und dass du hilfst, Jesus, in jeder Situation. Und ich bitte wirklich auch, dass die Ehepaare nicht den Ehepartner verändern möchten, sondern dass du, Jesus, zu jeder einzelnen Person selber sprechen darfst und dass die Person sich verändern darf und einfach eben durch diesen Schritt, durch diese Veränderung näher zu dir kommen kann. Und das dann wiederum wie widerspiegelt zum Ehepartner. Und ich bitte dich wirklich, dass du Einheiten schenkst, dass du Ehepaare einfach auch hilfst, miteinander vorwärts zu gehen und Reich Gottes zu bauen. Ich danke dir, dass du Familien stärkst, dass du Gesundheit schenkst in den Familien geistlich und dass du einfach zeigst, wie matchentscheidend es ist, wenn wir als Ehepaare eins sind, was wir bewegen können in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt zusammen mit dir. Amen. Amen. Hey, ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen und weil die Themen, die Isa rausgesucht hat, die verschiedenen Beziehungen, die es gibt, und da könnt ihr einfach weiter auch für beten, ist einerseits Ehepartner und Partnerschaften, Freundschaften zwischen Freunden, Familie, dann Gemeinschaft unter Gläubigen und dann Jesus und seine Jünger. Und ich würde gerne zwei Sachen so ein bisschen zusammennehmen. Ich finde das cool, wenn du uns da auch leiten könntest, und zwar einmal Freundschaften und Gemeinschaft unter Gläubigen, wenn wir das so ein bisschen zusammennehmen können und da einfach eine Zeit nehmen, weil ich es als so wertvoll empfinde, wenn Freundschaften wirklich gut geistlich gelebt werden und auch diese Gemeinschaft unter Gläubigen dann dementsprechend gelebt werden. Ich finde es schön, wenn du uns da nochmal einleiten könntest. Kannst du uns da kurz mit reinnehmen in die beiden Themen und dann, dass wir dafür einfach noch beten. Ist das gut? Genau. Zum einen habe ich hier den David und den Jonathan aus der Bibel genommen, weil das ist für mich ein Paradebeispiel, was es bedeutet, Loyalität und Freundschaft zu leben. Und ich glaube, das ist etwas, wofür ich wirklich gerne beten würde, für diese Loyalität in Freundschaften und dass wir auch investieren in Freundschaften, weil ich habe zum Beispiel eine Jugendfreundin, seit ich 13 Jahre alt bin, und ich investiere ich investiere sehr viel in diese Beziehung, aber nicht übermäßig, sondern einfach wie soll ich sagen, es ist mir einfach wichtig, weil ich genau weiß, ich kann ihr alles anvertrauen und sie würde für mich durch dick und dünn gehen. Und ich denke, Beziehungen zwischen Freunden ist matchentscheidend. Und zum anderen habe ich hier den Paulus und den Timotheus. Paulus war für Timotheus wie ein geistlicher Vater. Und da ist eine geistliche Verbindung da, die auch matchentscheidend ist. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir wirklich brauchen. Und da appelliere ich auch an die Small Groups zum Beispiel. Ja. Wenn du noch nicht in einer Small Group bist, dann connecte dich in eine Group, in eine kleine Group, die eben unter der Woche sich trifft, weil es ist so wertvoll, wenn du austauschen kannst geistlich, wo du stehst, wenn für dich gebetet werden kann. Und das ist matchentscheidend, denke ich. 100%. Lass mich da reinhauen, weil es so wichtig ist. Wenn du noch keine Small Group hast oder selbst wenn du in einer Microchurch bist, ist es wichtig, eine Small Group zu haben. Also es ist cool, eine Microchurch, es ist wichtig, auch Teil von einer Microchurch zu sein, wenn du eine um die Ecke hast, aber eine Small Group, das ist wirklich das, wo diese innige Gemeinschaft stattfindet, wo du wirklich mit Menschen, so wie du sagst, durch dick und dünn gehen kannst und miteinander aber auch
auch die Bibel redet davon, dass man sich schleifen lässt. Also dass man auch wirklich dieses Schleifen einfach hat. Das ist mega, mega wichtig. Super. Ja, genau. Und eben die Kirche ist sensationell, aber das ist immer das Große. Und ich denke, unter der Woche ist es so wichtig, dass wir im Kleinen Freundschaft bauen. Und in Sprüche 17 heißt es, ein Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Oder im Prediger 4,9, 2 haben ist besser als einer allein, denn zusammen bekommen sie mehr für ihre Mühe. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht ist dran, wer alleine ist, wenn er stürzt, dann ist niemand da, der ihm aufhilft. Und ich denke, das ist wirklich ein biblisches Prinzip, dem wir vertrauen und glauben dürfen. Und das musste ich übrigens lernen. Ich war sehr schlecht in Beziehungen leben und das habe ich gelernt, dank Jesus, weil er hat mich da immer wieder angestupst und hat mir da wirklich geholfen, mich aufzumachen. Weil Beziehung bedeutet ja auch, du machst dich immer wieder verletzlich und das ist nicht angenehm. Das wollte ich vermeiden. Genau, aber ich lebe also schon viel, viel besser, seit ich gute Freundschaften habe. Und das andere ist, die Church. Gemeinschaft leben in der Church. Gemeinschaft unter Gläubigen, so wie es in der Apostelgeschichte 2 steht, auch da kamen sie zusammen und sie haben geteilt miteinander. Der eine hatte nichts und sie haben einfach geteilt und ich denke, ehrlich gesagt, da wünsche ich mir, dass ich da noch viel mehr reinkomme. Weil ich teile schon, aber immer noch mit Vorbehalt und ich wünsche mir wirklich, dass ich das leben darf. Oh Mann. Mega schön. Mega schön. Mega schön. Isa, nimm uns ins Gebet mit rein. Dem Ganzen. Wenn diese Themen, die Isa gerade angesprochen hat, wenn das ein Thema für dich ist, wenn du da einfach dich verbessern und ganz ehrlich, ich glaube, es ist für uns alle ja, ist unbedingt. ein Thema. Also auch für mich, alle, unbedingt. Egal, wo du auch mit Freundschaften stehst. Ich glaube immer, dass Gott da einfach noch den nächsten Schritt mit uns gehen darf. Aber auch diese Freundschaften haben, wo wir einfach mal zurücklehnen dürfen und einfach mal sein dürfen, Gemeinschaft haben dürfen, einfach nur sagen, ich bin im Freundeskreis aufgewachsen und wir haben immer gesagt, was wollen wir jetzt machen? Und dann hat sich das irgendwie bei uns etabliert, dass wir immer sind, wir wollen sein. Also einfach sein, okay. Einfach nur schwierig. Ja, also einfach nur da sein quasi, einfach nur die Zeit so genießen. Und das fand ich irgendwie jetzt so rückblickend ist irgendwie ein cooles Konzept noch, wenn man einfach nur da ist und es einfach nur die Zeit so genießt. Und man hat natürlich Gespräche, man macht verschiedene Sachen zusammen, aber musste ich jetzt gerade dran denken. Es wäre mega schön, wenn du uns da einfach nochmal ins Gebet mit reinnehmen könntest. Ja, Vater, und du bist ein Bundesgott, du bist ein Beziehungsgott, du bist selber in dir, bist du Beziehung, du lebst diese Beziehung in dieser Dreieinigkeit mit dem Sohn und dem Heiligen Geist und ja, ich danke dir einfach, dass du mit uns Menschen Beziehung leben willst, dass du uns immer wieder zeigst, wie unendlich wir geliebt sind und dass du uns anleitest in Bezug auf Beziehungen leben, sei es in der Ehe, sei es in Freundschaften, sei es in der Church, in der Gemeinde, sei es eben mit Freunden oder mit Familie, wo auch immer. Du hast uns in ein Umfeld gestellt und du sagst, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und das gilt nicht nur für Ehepaare, sondern das gilt für jede einzelne Person, für groß und klein, für alt und jung. Und ich danke dir, dass du da wirklich einfach jetzt uns einen Anschubs gibst und uns hilfst, dass wir uns wirklich reflektieren, wo oder in welche Beziehung sollen wir uns reingeben, sollen wir vertiefen und welche Beziehungen aber auch sollen wir kappen, weil sie uns nicht gut tun. Es ist sowohl als auch. Ich danke dir, dass du uns hilfst, gesunde Beziehungen zu leben und dass du einfach die erste Anlaufstelle bist und dass wir einfach schauen, schau Jesus, wir kommen zu dir und wir verbringen Zeit mit dir und alles andere wird daraus resultieren. Wir vertrauen dir und danken dir, dass du uns zu Menschen gemacht hast, die eben Beziehungen leben sollen,
und auch müssen, damit wir eben nicht vereinsamen, damit wir nicht alleine sind. Und hilf uns auch, vor dem Computer hervorzukommen und uns aufzumachen, rauszugehen oder vielleicht auch das Telefon in die Hand zu nehmen und Menschen anzurufen, abzumachen, Zeit zu verbringen im 1:1 und nicht einfach nur über Knopfdruck oder über das Digitale, sondern wirklich auch wieder im 1:1. Danke, Jesus. Amen, so gut. Danke dir, Isa. Mega schön. Hey, wir sind in einer ganz, ganz besonderen Season jetzt gerade drin. Und zwar ist diese Woche die ICF Conference, findet diese Woche statt. Und es ist für uns, es passt mega in die Beziehungsserie tatsächlich rein, weil die ICF Conference ist für uns als ICF Movement wie so der Familientisch. Du kommst wie mega. Ostern, Weihnachten, kommst du zusammen und du verbringst Beziehungen miteinander. Und das Coole ist, wir wollen, wir haben einfach den Fokus drauf, dass so viele Leute wie möglich hier vor Ort kommen und wir gemeinsam die Conference hier genießen dürfen. Gleichzeitig gibt es die Conference aber natürlich auch online. Ich darf das Online-Team leiten. Wir sind ein Team von Online-Hosts, aber auch Production-Leute, die nicht vor der Kamera zu sehen sind, aber im Hintergrund, so wie Sam jetzt gerade im Hintergrund ist und extremst viel im Hintergrund machen. Und für mich gehört es einfach alles zusammen. Es ist nicht nur die Leute, die vor der Kamera sind, sondern wir gehören alle zusammen. Deswegen, wenn du es nicht schaffst, hier nach Zürich zu kommen, sei online mit dabei. Du findest alles hier auf unserem YouTube-Kanal und ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. Der Marco, der hier jetzt gerade den Chat auch leitet, er ist als Online-Host, als Chat-Host mit dabei. Das heißt, ihr werdet ihn ebenfalls im Chat die ganze Zeit sehen. Und es ist cool, weil er ist aus Gran Canaria, ich habe Costa Rica irgendwie im Kopf gehabt. Aus Gran Canaria, schön. genau. In Gran Canaria sitzt er und leitet das Chat-Team, was mega, mega cool ist. Also, voll. Genau. Was machst du bei der Conference? Ich bin im Gebetsteam. Cool. Ja, genau. Schön. Ja. Schön. Ja. Ja, sehr gut. Und ist ja mega Super. cool, eben wenn du auch online mit dabei bist, dann hast du immer noch jetzt die Möglichkeit, unbedingt dich zu connecten mit Freunden, lade sie zu dir nach Hause ein, dann kannst du eine Party machen. Mega Wie cool, schön. oder? Mega schön. Und dann lebst du Beziehung, yes. Come on. Am Sehr Familientisch. gut. Am Familientisch. Ja. Genau. Hey, mega schön, dass du dabei warst. Freuen uns immer, wenn wir gemeinsam mit Leuten beten können. Hoffe, dass du heute was mitnehmen konntest und einfach diese Beziehung zu Gott, dass das allererste ist in den Beziehungen, die wir haben, dass es wirklich darum geht, dass die erste Beziehung ist, dass er der Töpfer ist und wir der Ton sind und wir uns verändern lassen dürfen von ihm, um dann diese Beziehungen mit anderen Menschen einfach so in der Form leben zu können, wie er es sich vorgestellt hat. Hey, seid gesegnet, wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns am Donnerstag bei der Conference. Bis dann.